Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 3, Kapitel 15. Feierrechtlinjes om allein te buien. Dit kapitel is om aanleiding te geven voor een partner wat aan een eheverhältnis allein gebleven is, wo sie allein verzekeren dat om schaffen te maken. Wann dit ook eine sehr auftierende Situation ist, bist du nicht kraftlos. Die folgende Feierrechtlinjes kennen die en die Anstrengungen Anleitung geben, um jene Ehe in Hoffnung wiederherzustellen, dat Gott durch einen welchen Partner, wat wahrlich ist, allein eine Ehe mit Gott als Partner Wunder wirken kann. Hier sind Feierrechtlinjes, wo du deine Ehe allein bühen kannst. Nummer 1. Ganz handgeben. Die erste Rechtlinie, um deine Ehe ohne deinen Partner seine Halb zu bühen, ist, ganz handgegeben sein zu Gott. Diese kraftvolle Rechtlinie, wat den Dievel in unser Leben überwinden kann, ist in das Buch Jakobus offenbart. Also, und ihr stellt jünd Gott, stellt jünd jeden den beisen Feind, dann wird von jünd verschwingen. Jakobus 4, Vers 7. Ver wie wiederkommen können an irgendwas im Leben zu überkommen, mat wir lehren, dat uns unser Gott zu stellen die wichtigste Sache ist, wat Erfolg oder Fehlschlag bestimmt. Nur Jakobus no, wann wir uns Gott unterstellen in jeden den beisen Feind stonen, dann wo wir gewinnen. Das Problem von uns Gott unterstellen ist, dat het door te Deimut brucht, en zo'n Deimut wat toesteht, ik zie schwach en onwetend, en ohne Gott kann ich nicht Erfolg haben. Dit is ganz dat Gegenteil zu der Natureinstellung von vielen Menschen, wat du sagt, ich will mich mit dieser Sache weiten, ich bruch von keinem Halb. So'ne Sort Hochmut und Unabhängigkeit lädt eine offene Tür für den Satan seine Vernichtung an Lebens und Ehen. Der einzige sichere Steht, um zu sein, ist unser Gott seine schützende Dach, en der einzige Weg, um durchhand zu kommen, ist uns ganz arm zu unterstellen. Mag dort, wat Jakobus groot ver diese Rechtlinie schreibt. En dobi will uns gerade Genot schenken, do wir ihn sagt, hey, Gott ist jeden, die wat stolz sind, aber die wat demutig sind, jeft he Genot. No Vers 6. Wann wir wollen, dat Gott uns Genot en Halb geben soll, en wat wir durchgehen, mot wir uns demutig am unterstellen en Dinge ab seinen Weg tun. Wann wir dort nicht tun, bewies wie Hochmut und Unabhängigkeit, en Gott ist jeden, die wat stolz sind. Ein von den Neigungen, wat Menschen haben, wenn sie durch eine schwere Zeit an der Ehe gehen, ist, sich selbst zu verteidigen. Wenn man von einer neuen Person als weggedonnen und aufgelehnt werden, verursacht dort eine schwere Verletzung, zu das Gefühl von Selbstwert und Sicherheit. Um dafür abzukommen und sich vor wideren Schaden zu beschützen, wird eine Person sich üterlich vor den Proben stark abstellen, um mit der Sache vorsichtig zu werden. Wenn das auch das natürliche und menschliche Ding zu tun ist, wird das den Christ sein Problem nicht lösen. Und es steht, wird das die Sache bloß noch euer machen. Jesus lehrt uns, als er beirrt wir, wo wir mit Feind und Menschen, wat uns misshandeln, umgehen sollen. In Lukas Kapitel 6 lesen wir, wo Jesus uns gebot, unsere Feind zu leben, für die zu beten, wat uns schlecht behandeln, und diese einen, wat uns pflegen, und andere so behandeln, als wir wollen behandelt worden, sogar, wenn die gegen uns sind. Dit is nicht bloß wahr, weil die Lehre von Jesus kommt, aber dit is wahr, wegen der Arbeiten. Einen Geist kannst du bloß mit einem Geist, wat das Gehende ist, überwinden. Leib überwindt Haus. Sehen überwindt Fluch. Und so wieder. Wenn du 4 mit 4 feiten wirst, jeft das bloß ein Gradrit 4. Wenn du hochmutig und verteidigend warst gegen deinen Partner, wirst du zu sehen oder eher verholen falsch antworten, und dat jeft ein verdorvende Draht von Sinn für Sinn. Wenn du auch glaubst, dat dein Partner sein verholen, die ein Reich jeft, die so zu verholen, wen der dat angefangen haft, stimmt dat nicht. Wer dat angefangen haft, det nur stüt. Wat uitdeed is, dat Problem lösen. Angerechtet verholen leist Probleme keinmal, aber gerechtet verholen det. Denk terug, wat Jakobus 4 Vers 6 leert, über dat Gott de demutige Genot jeft. Dit bedient, dat zonen wat sich an einer schwierigen Ehe befinden, sich Gott unterstellen motten und so mit ihre Sachen umgehen, als Gott to anleiht. Hij wird dann stark an Ernt und für Ernt arbeiten, das Problem zu überwinden. Ich hab das al vorken gesehen,
wann der liedende Partner sich entschlitt, an eine problematische Ehe gerecht anzugehen. Ich hab nicht bloß gesehen, dass Ehen so aus derchen Wunder geheilt sind, aber ich hab auch gesehen, wo Gott den gerechten Partner Gnade in Kraft gibt. Jesaja 55, Vers 8 sagt uns, dass Gott seine Gedanken nicht unsere Gedanken und seine Wege nicht unsere Wege sind. Ein anderer wird, Gott checkt von einer himmlischen, allweitenden Ansicht, und daher wird ans beste Rot von ihm kommen. Seinen Rot zu kriegen, mat wie demutig am unseren Sein und Wellen unterstellen. Indem die am alle Tag verantworten siehst und am auch ehrenslich am all deine Probleme betst, wirst du nicht bloß antworten, dass er treu ist, aber du wirst auch die Gnade und Friede erfahren, was die Demut begleiten. Für du irgendwas was deist, stell dich ganz unter Gott. Diese eine Tod wird dich verändern, von ein Mitverdorfer von deiner Ehe, nur ein Instrument in Gott seine Hand, die verbrochene Weg von den Verhältnissen zu raten und wiederherzustellen. Behold dort, unsere Neigungen von Natur leiden uns nur dort verdorven, und Gott leidt uns nur reine Weid und besieht stellet Woter nur Psalm 23. Wenn du auch so feilst, dass du nu durch das Tol von Todesschauten gehst, hab nicht Angst, hei es bei dir, stell die unter Arm und reif an seine Kraft. Nummer 2. Welligkeit zu lieden. Die zweite Richtlinie, allein zu bühen, ist eine Welligkeit zu lieden. Das bedeutet nicht schädlicher Missbrauch, aber Angemak. Ich weiß, dass das kein angenehmer Gedanke ist, aber manchmal muss wir im Leben doch lieden. Wenn ich auch hoffe, dass das Lieden nicht bedienungslos oder unnötig lang anholen wird, ist das nicht zu vermeiden, dass wir alle irgendwo waren lieden müssen. Das Buch von 1. Petrus gibt uns wat Anweisungen, diese Liedenstiden uitzuholen. Was helpt je dort, wenn je geduldig lieden, wenn je Straf verdient haben? Aber wenn je Reichten Gott daunen und dafür gestraft worden und dann geduldig lieden, dann haft Gott seine Freude anjünt. Das ist, wozu Gott jünt berufen haft, wils Christus auch für jünt geleden haft und jünt daran ein Vorbild geloten, dat je an seine Fußspuren gehen sollen. Jesus hat keine Sinn gedonen, über seine Lippen sind keine Lehes gekommen. Hij soll niemals träg, wenn sie anschollen, hij dreift nicht recht zu eiven, wann hij lieden muss, hij geeft Gott dort an Hand, die door recht rechten wird. Jesus selbst nimmt unsere Sünden ab sein eigen Körper mit ab dem Kreuz ab, dat wir für die Sünden tot sind und für die Gerechtigkeit leben können, wils durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wils je Erde uns verbiesterte schob, aber je haben jüt nu abgemacht zu den Hort, der ever jüne Seilen wogt. Jrod so auch je frühes, sieht jüne Mana unjedon, dat Söhne, die noch nicht nur Gott sein Wort harchen wollen, ohne viel zu sein, kennen gewonnen worden, wann sie der frühes ihren reinen, anständigen Wandel seinen. Und jrod so jemands Lied, gut vernünftig an mit jüne frühes, dat jüne Gebete nicht verhindert worden, und denkt daran, dat sie schwacher sind und dat sie jrod so gut Anteil an der Gnade dat ewige Leben haben. 1. Petrus 2, Vers 20, Kapitel 3, Vers 2 und Vers 7. Krieg so als Jesus für uns lieden deit, mat wir auch willig sein, für andere zu lieden. Zu die Schwierigkeiten und Missbrauch, wat andere nur ans rechten, mat wir ohne Trick tolen, rach in Sinn antworten. Der Jesus sein Beispiel wird uns gelehrt, die nicht zu treiben, wat uns misshandeln. Und es steht, soll wir gerechte Vorbilder sein zu end, indem wir uns selbst Gott übergeben. Mir scheint das interessant zu sein, dass Petrus am Ende von seiner Lehre und Lieden über die Sache redet, von Mann und Früh an eine getrubbelte Ehe. In den meisten Fällen, wo man echt zu tun hat, was an eine nicht lichttragende Ehe sind, ist der Partner, was allein büht, eine Früh. Allgemein sind die Dollar feinfeilend über den Zustand von ihrer Ehe, und daher sind sie viel welche halb zu sehen. Wann auch alle Richtlinien, was in dit Kapitel benutzt wurden, auch für einen Mann, was allein an seine Ehe büht, anwendbar sind die meisten, was in dieser Situation rumkämpfen, frühes, was mit schwierigen Ehemannen zu tun haben. Kehren wir einmal eine von so frühes. Ich wie ein anjährlicher, gefeilsloser Mann. Mein Verholen verursacht, dass sie gewaltig viel Gefeilsweidung uitzuholen hat. Aber ihre Gebete und gerechtet Verholen wären, was Gott braucht, unsere Ehe verändern zu können. Ich erwarte das nicht und ich glaube Gott hat auch nicht, dass irgendwie ein halbloses Ziel von Missbrauch in der Ehe sein soll, so als ich all Eier in das Buch geschrieben habe. Wie ich nicht das Thema Eier behandelt habe, wo ich hier nicht den Ruhm brauchen, dort nach wahre Ehe zu gehen. Aber ich will, dass die dort verstehen, dass das Lieden, wovon ich hier rede,
nicht bedeutsamer oder großer Schaden für die selbst oder die Kinder mit anschlitt. Aber dort bedient die selbst Hand zu geben, an die Gefeile en Geldsachen en geistliche Sachen en Dinge im Heim, schwere Dinge zu tragen, wat vielleicht liegt von deinem Partner verursacht worden. Vielleicht sagt jemand, nee, dat tät mir leid. Ich wou dat mit meinen Partner nicht länger uithouden. Ich verlot, en ich war wem fingen, wer mir nicht durch all diese Weidorg schicken wird. Wann ich auch verstehen kann, wo so viele Menschen die Weidorg von dat Leiden von einer problemvollen Ehe nicht durchgehen wollen, sind hier wat Dinge über nachzudenken, für du so eine Entscheidung machst. Erstens, sogar wenn du die Ehe verlässt, wirst du leiden müssen. Nicht bloß die weidauernde Gefeile, aber die finanzielle Verlust, die weidauernden Schwierigkeiten von irgendjemand, wat mit an sind, und viele andere Dinge, wat einfach nicht über Nacht verschwingen worden. Wenn du die Ehe verlässt, nimmst du die einen Stich von beständigen Erinnerungen und Verantwortungen mit, ob du das weißt oder nicht. Wo so wirst dann ich lieber auf einen gerechten Weg für deine Ehe leiden und an die Probleme angehen. Zweitens, als du deinen Partner triffst, dachtest du nicht, dass er oder sie das Problem sein wird, was du nicht sitzt. Was mag die denken, dass du das nächste Mal eine bessere Entscheidung machen wirst? Wahre und wahre habe ich gesehen, dass Menschen von einer problemvollen Ehe an eine andere anhupsten, und sie glaubten genau, dass sie ihre Probleme mit neuen Partner schließten, und sie waren bloß an, dass sie Probleme getäuscht hatten. Eine gute Ehe ist so als ein guter Diamant. Meist immer mit viel Kohlenstoff losgearbeitet worden, die volle Scheinheit zu sein. Aber wenn du die besondere Scheinheit, was unter die dunkle Schicht wir ihr sitzt, dann weißt, dass es dort aller wert ist. Drittens, viele Menschen haben den falschen Begriff, dass wenn sie die rechte Person finden, wollen sie immer gute Gefeile haben. Während das falsche Denken feilen sie, dass sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie an ihrer Ehe Probleme begegnen. Sie wurden versucht abzugeben in das verspielerte Leben oder zurück in die Welt hinzugehen und die Rechte für sich zu finden. Das ist lauter Ansehen. Jede Ehe wird Probleme erfahren. Kein befriedet Paar wird immer gute Gefeile füreinander haben. Die Stich nur die Ehe, wat die jankert, ist nicht so aus Films oder romantische Leibgeschichten dort durchstahlen. Dort ist durch ein entschlossenes, schworschaffendes Verhältnis, wo jedaunen, wat recht ist, und Glauben haben, dass Gott der rechte Folgen handstahlen wird. Und schlüte Jesus sein Beispiel zu folgen und gerecht für deine Ehe zu leiden. Behold dort, als du einen Sinn verloren wirst, der Jesus für die leiden. Wenn das nicht für sein gerechtes Leiden wir, würde die Welt von dort an ein hoffnungsloses Durcheinander sein. Aber wir in Jesus seine reine, abopfernde Leib, haben wir einen Weg geraten und wahre hergestellt zu worden. Jesus ist das Model für alle, was von dort an schwere Verhältnisse leiden. Fall ihm und kick dich nur an, und er wird die durch das Problem am sich anleiten. Nummer 3. Vision. Die dritte Richtlinie ist Vision oder Offenbarung. Sprecher 29, Vers 18 sagt, wo keine Offenbarungen von Gott sind, loten Menschen sich von nichts holen, aber gesehen ist da, wer das Gesetz hält. Was ist dein Ziel, was deine Ehe werden soll? Wo wird dein Partner sich verholen, wann er oder sie gerecht wird? Weil du erfolgreich sein kannst, musst du weiten, wo Erfolg sitzt. Wenn du nicht weißt, was du weißt, wird das ein Anleg sein, wenn du das kriegst. Für ein großes Gebiet gebüht wird, hat der Baumeister einen Plan. Für ein Kunstwerk gemacht wird, hat der Künstler ein Bild am Gedanken, was er machen will. Für ein schönes Leid abgeschnackt wird, hat der Schreiber von dat Leid dort erst an seinen Gedanken gehört. Irgendwas Gaudet oder Großartiges, was am Leben passiert, passiert meistens als Part von einem Plan, nicht bloß als Zufall. Das ist ein von den starken Wahrheiten von Sprecher 29, Vers 18. Da wird uns gelehrt, unsere Augen auf einen Plan oder Offenbarung zu richten, dat unsere Doten und Anstellungen in die Richtung von den Plan zu richten gehen. Wenn du keinen Plan hast, wird dein Verholen sich nur noch richten. Ein guter Weg, an das nachzudenken ist, wenn wir an ein Pier denken, wird der Beweitstab groß. Wenn das keinen Zweig oder Plan für sein Leben hat, wenn das dort ohne Ziel auf Beweitstab ram. Nu, denk an ein Pier mit einem Plughänger am angespannt. Die Former lenkt das Pier beim Pflegen am Blick zu gehen. Seine Bewegung bringt nie Gaudet mit sich, und wir können seinen, was das gibt. Das Pier hat auch Schilder über seine Augen, so dass seine Aufmerksamkeit durchbleibt, wo die Hand gehört.
kriegt so, mat wie für unser Leben auch einen guten Plan haben. Das Plan fängt damit an, wann wir Gott segnen und anfragen, was sein Willen für unser Leben ist. Gott wird vorken einen innerlichen Eindruck auf unseren Sinn machen, eine Ansicht von seinen Willen. Wir müssen dort beholen, dass ein von den Dingen, was der Heilige Geist in unser Leben geschickt ist zu tun, ist, uns Offenbarung geben über was Gott sein Willen ist. Bemerkt diesen Schriftaufschnitt. Dit is aber dort, wovon der Prophet Joel redet. Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dass ich meinen Geist über alle Menschen geiten wird. Jene Sehens und Dächter werden prophetisch reden, jene junge Männer werden Visionen sein, jene alte Männer werden Träume haben. Apostelgeschichte 5, Vers 16 bis 17. Dit is den Apostel Petrus seine erste Botschaft nachdem, dass der Heilige Geist am Pfingstdag uitgegoten wird. Als hij dat beschrijft, wat er passiert, erinnert hij de Toehoorder daran, dat ze Zeichen sind von der Erfüllung von dieser Prophezeiung von dat Buch Joel. Nu Joel wie Offenbarung in geistlicher Ansicht ein von den wichtigsten Folgen von det Uitgeiten vom Heiligen Geist auf Gottes Volk, so gut Mana als auch frühes. Eine von den Ursachen von fehlschlunenden Ehen ist, dass wir nicht einen Plan haben oder Gott seinen Willen für unser Leben verstehen. Wir wachen dann bloß alle Tag ab und fahren unsere uitgefahrene Gleisen noch. Auf einmal wachen wir wo ab, wo wir bad am Eng sind und wundern, was falsch gegangen ist. Was falsch wir, dass wir nicht Gott seine Offenbarung haben, was uns ein Erfolg nennt. Wann fehlende Offenbarung uns Problem ist Gott seine Offenbarung die Antwort. Indem du die selbst Gott unterstellst und um Richtung für dein Leben in deine Ehe fragst, wird er dir dort geben. Die Offenbarung wird die Leiden recht mit Gott taub zu arbeiten, um deine Ehe in Ordnung zu bringen. Hier ist noch ein Schriftvers, was mit dir zu tun hat. Aber wenn der Geist die Wahrheit ist, kommen wird, der wird die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden. Er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und wird sagen, was noch kommen soll. Johannes 16, Vers 13. Diese Schrift steht, brucht der Herr, um mich und unsere Ehe zu verändern. Wenn wir tauschen, dass wir verloren sind und den Weg nicht selbst finden können, und dann den Heiligen Geist fragen, um uns zu leiden, wird er dort unter irgendeinen Umständen tun. Er ist geschickt worden, um uns in alle Wahrheit zu leiden. Was noch bei den Heiligen Geist seiner Leitung bekommt, ist die Bibel, eine ewig wichtige Qual von Offenbarung. Zum Beispiel, wenn wir lesen, was das Wort Gottes über die Ehe sagt, gibt das Wort uns Offenbarung für unser eigenes Lebens. Bet, seht Gott und lese sein Wort. Bet, dass Gott die Weisheit gibt und die fertig hält. Schreib die Offenbarung durch und bet darüber. Wenn du dort denkst, lebst du dein Leben nicht bloß durch, so als ein Wanderer, was Probleme aus dem Stich zu gehen und versiegt. Du bist auf einer Mission mit einem Zweck, und du wirst gelingen haben, wie ein Gott mit dir ist. 4. Positive Unterstützung. Die 4. Richtlinie, um allein zu bühen, ist positive Unterstützung. Scheinbar stehen in aller Wegen, wo einer von dort handschickt, Unterstützungsgruppen ab für einzelne Paaren und Familien, was halbsägen. Das ist wundervoll. Wenn wir durch schwere Tiden gehen, braucht wir wem, um mit uns taub zu beten und uns zu ermutigen. Wir brauchen auch wem, zu wem wir uns verantworten müssen, um nicht unbedachte Dinge zu tun oder allein zu stehen zu kommen. Ich hoffe, dass du einen Pastor, einen jettlichen Freund hast, was dir die Unterstützung geben, was dir fehlt. Als wir dort tauschen oder nicht, wir brauchen alle Söhne, was uns helfen, mit was wir tun und wo wir feilen, besonders in den schwierigen Stunden von unser Lebens. Wenn du nicht wem hast, mit wem du vertalen und beten kannst wegen deiner ehelichen Troubles, oder andere Probleme, dann fang an, um so eine Person zu beten und fang an, so eine Person zu segnen. Der beste steht am zu segnen, ist an einer an der Bibel bleibende Kirche. Segne einen Pastor, Ratgeber, eine Unterstützungsgruppe oder eine jettliche Person, mit wem du vertalen kannst und mit wem taub du immer weiter über deine Sache beten kannst. Mach sicher, dass der Rat, was dir gegeben wird, biblisch ist. Die fehlt dort nicht an viele Meinungen. Die fehlt dort an jettlicher Rat und Ermutigung. En den Segen und so eine Ermutigung beacht diesen Rat sorgfältig. Pass ab, mit wem du die Einzelheiten von dein Leben und deiner Ehe mitteilst. Die kann dort sehr janken und sehr nur Einzelheiten mit Familiengliedern und Freunden mitteilen. Aber wenn die nicht sehr rieb und gottesfürchtig sind, machst du damit einen Fehler. Wenn du noch mehr als 2 oder 3 Personen gehst mit deinen Troubles, wie dort eine Unterstützungsgruppe ist, machst du auch einen Fehler.
seeg jettliche riepe Menschen en deil eend die Probleme in je feile met. Indem du met eend taub betst en met eend vertalst, frag eend no beständig für die te beten en die verantwortlich te houden, indem sie gleich an die Naangonen in Rot geben. Lot die nicht von angereichte Menschen entmutigen oder beeinflussen, dat falsche Ding te daunen, oder die te verfallen für dat Recht te daunen. Folg Gott en seeg der Ermutigung, wat die fehlt von jettliche Menschen. Wann du dit deist, wirst du die grote Hüpes von anjettlichen Rot von Menschen, wat ram die sind, wahre stonen können. Wann du in eine Ehe bist, wo du allein bist, hoop ich, dat du in dit Kapitel halb een Ermutigung gefunden hast. Wann du auch viele Fragen sind, wat vielleicht noch nicht beantwortet sind, oder Umstände, wat ich nicht angeschiert habe, hoop ich, dat du deine Antworten in ein von den anderen Kapitels in dit Buch finden wirst. Ich bet Gott seinen richtigen Segen auf die, indem du die anstrengst, Gott seinen vollkommenen Willen für dein Leben zu finden. Vandaag, wo du allein gereicht bist, bet ich, dat du bald deine Traum mit deinen Partner taub bühen wirst. Dankeschön für noch das Bürgerchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bühen.